Willst du Frieden, musst du zum Krieg vorbereiten. Wie kommen Sie mit diesem Druck selbst zurecht? Ausgewöhnliche Situation. Das erste Mal seit Unabhängigkeit, seit letzten 30 Jahren eine riesige Gefahr. Ein Krieg gegen Ukraine von unseren östlichen Nachbarn. Halten Sie es ein Szenario realistisch, dass tatsächlich auch Kiew fallen könnte bei einer Invasion? Kann sein. So eine große Zahl von Soldaten, russischen Soldaten auf unsere Grenzen haben wir noch nie gehabt. Die Frage, was machen die dort? Wir hören eine unfreundliche Rhetorik von Russland und das gibt uns Grund, trotzdem zu kalkulieren, jedes Szenario, sogar das ganz schlimmste Szenario, was kann passieren. Wenn fängt es ein Krieg gegen die Ukraine. Wir wünschen so etwas nicht. Und nicht umsonst sehr viele Präsidenten, Leader von verschiedenen Ländern jetzt fliegen und involvieren sich in Gespräche in der Ukraine, in Russland und versuchen die friedliche Lösung zu finden. Aber ich möchte noch einmal betonen, wir greifen keine an. Und jeder muss wissen, wenn die greifen unsere territoriale Integrität, wenn jemand aggressiv greift auf die Ukraine, der muss eine Antwort bekommen. Und das wird schmerzhafte Antwort. Es gibt einen guten, bekannten Spruch: Willst du Frieden, musst du zum Krieg vorbereiten. Hilft es Ihnen, dass Sie einmal Profisportler waren? Ist das hilfreich? Kommt man mit Druck besser klar dann? Sport gibt mir eine Plattform. Überhaupt, Sport hat keine Grenzen in der Welt. Deswegen ich nutze meine Prominenz, die richtige Message an unsere Freunde zu geben und auch für unsere Feinde. Ich habe gelesen, dass Sie und Ihr Bruder selbst auch richtig aktiv trainieren an den Waffen. Als ehemaliger Militär, als Soldat, ukrainische Soldat, habe ich versprochen, wenn nötig wird, dann muss ich meine Heimat verteidigen. Und jetzt so eine Situation, wenn die Aggression wird, wir haben keine andere Wahl. Wäre es für Sie denkbar, dass die Ukraine wie die Schweiz neutral wäre? Dieser Status hat uns nie geholfen gegen Aggression. Und deswegen NATO, wir sehen NATO ein wichtigstes Instrument, eine kollektive Verteidigung. Wir sprechen auch über eine Mitgliedschaft von der Europäischen Union. Unser Ziel passt nicht in gesamte Bild von unseren östlichen Nachbarn, meine ich Russland. Das ist der Grund, wieso die versuchen, Ukraine zu okkupieren und Ukraine zum russischen Imperium anzuschließen. Was wünschen Sie sich von unserer Regierung? Was betrifft Schweiz, Schweiz hat sehr gute sogenannte zivile Verteidigung. Wenn bekommen wir eine gute Experten, kann helfen uns in dem Bereich, dass unsere zivile Verteidigung auch in Schweizer Modell aufzubauen. Das wird nicht schlecht von einer Seite. Von anderer Seite, wir brauchen auch politische Unterstützung. Es bedeutet sehr viel für die Ukraine, speziell in der heutigen Situation. Diplomatie heute spielt wichtigste Rolle, viel wichtige Rolle als Waffe und alle anderen Szenarien. Wir hoffen, der diplomatische Weg, das ist der einzige Weg, diese Spannung zu lösen.